in der deutschen Sprache. Da hat alles so viel zur Sprachbildung zu beitragen, die Bibel. Einmal rein einfach geschichtlich, historisch gesehen, ist es eigentlich ein Must-Read. Vielleicht seid ihr euch schon ein bisschen am Vorbereiten, auch was sollen wir über die Festtage nicht nur essen, oder? Das ist das eine, natürlich grosse Zeit der Festchen, von zusammen Familie wieder feiern und natürlich Weihnachten. Aber es ist auch Zeit, vielleicht, wo man schauen kann, was für Filme ich mir weglegen, was sind für Sachen, die im Fernsehen laufen. Und wir haben hier in dieser Sendung kurz vor Weihnachten sicher einen ganz heissen Tipp, was das auch noch über die Tage jetzt nicht im klassischen Fernsehen geschaut werden, sondern wie das heute modern läuft, auf dem YouTube-Kanal von «Ziemlich beste Worte». Das ist nämlich ein eigener Kanal auch geworden, wo genau die Dokumentation oder der Film, der 45 Minuten geht, drauf zu finden ist. Und über den wollen wir heute unbedingt noch reden, was der ausgelöst hat. Im Jubiläumsjahr vom Bibellesebund freue ich mich sehr, jetzt Anina Kreibich einerseits zu begrüßen im LiveNet-Talk. Hallo, Anina, die Social Media vor allem betreut beim Bibellesebund und natürlich auch viel mitbekommen hat um das ganze «Ziemlich beste Worte», wo wirklich das herausragende Projekt, kann man sagen, ist gesehen in eurem Jubiläumsjahr, gell? Ja, es hat mega Freude gemacht und also etwas ganz Besonderes auf jeden Fall. Genau. Und auch noch herzlich begrüßen tue ich den Timothée Mägli von Schwarzfalter, die das Ganze produziert haben als Team, spezialisiert sind auf so High-Quality Doku-Filme, alle möglichen Arten und Formen, wo ihr da immer wieder christliche Inhalte versucht reinzubringen, was der Einfluss eigentlich ist von all dem aus der Bibel auch. Und von dem her ein perfekt zugeschnittenes Projekt, fast ein bisschen auf das, was ihr eben macht, gell? Ja, also es ist so ein bisschen unsere Kernarbeit ist eigentlich so probieren, theologische Themen irgendwie zugänglich zu machen, die vielleicht manchmal in Büchern oder so ein bisschen komplexer herkommen. Im Medium Film, was ja eigentlich heutzutage am meisten konsumiert wird, zugänglich zu machen für ein breites Spektrum an Leuten. Und ich glaube, der Film ist eigentlich eine coole Sache für das. Absolut. Und 32'000 Mal ist er jetzt schon angeklickt worden, sogar schon ein bisschen mehr. Und jetzt eben habe ich mir gefunden, wir wollen noch mal schauen. Im Herbst hat er ihn gefeiert in einem Kinosaal in Zürich. Und jetzt zieht das weiter Kreise. Und das Spannende ist ja wirklich, der ist komplett gratis einfach aufgeladen worden. Also da kann jeder jetzt, der sich interessiert, was ist eigentlich genau der Impact eben von dieser Bibel auf die Weltgeschichte, auf unsere Gesellschaft, kann sich da reinziehen, oder? Also ich bin jetzt als Privatperson allein daheim im Zug unterwegs, als Kleingruppe oder natürlich auch irgendwie als Allianz zusammen da ein Event machen. Also es ist für jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Das ist mega cool. Also uns ist immer gesagt worden, es ist ein Film, den der Bibellesebund der Schweiz schenken will. So, und darum war eigentlich von Anfang an klar, der wird zugänglich sein für jedermann. Muss man nicht irgendwie durch ein Pay-Portal oder irgendetwas oder abonnieren oder so, sondern genau. Ich glaube, es macht am meisten Sinn und so erst kommt es zu den Leuten. Genau, das ist eigentlich eine coole Sache. Ja. Was ich mich eigentlich gefragt habe, wenn ich jetzt das mitbekommen habe, wir haben ja auch schon bei unserem Jubiläumsfest auf dem Gurten, diesen Sommer, haben wir auch schon einen kurzen Teaser gebracht zu dem «Ziemlich beste Worte». Dort mit dem Altbundesrat Hans-Rudolf Merz ist so ein erstes Ankündigungsvideo da gewesen. Und dann habe ich mich auch schon gefragt, warum eigentlich «Ziemlich beste Worte». Also es ist wahrscheinlich von dem bekannten Film abgeleitet, oder? Das denkt man gerade als erstes, «Ziemlich beste Freunde». Aber es sind ja tatsächlich die besten Worte, oder? Und also, was ist denn hier so ein bisschen im Team abgegangen? Ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil ich ja mehr nachher vom Social Media her dabei war. Ich weiss nicht, bist du? Name? Ich glaube, ich bin auch nicht ganz so sicher, Ja. wie es läuft. Aber ich glaube, es ist halt einfach, man hat nicht ganz irgendwie zu klar sagen,
das sind jetzt die besten Worte, sondern irgendwie noch so ein bisschen, so ein bisschen originell. Genau. So Touch reingeben, ja. Ja, und es tut halt schon, es ist gleich so ein Anspruch. Es sind so, du behauptest ja schon recht etwas. Und ich glaube, es tut schon, ja, was soll jetzt das für Wort sein? Ja. Dann überprüfe ich es mal und schaue es mal. Also so, macht schon Lust zum Schauen. Genau. Und ich hatte selber den Weg gehabt, jetzt, dass ich rund um die Premiere zuerst mal den Link geschickt bekommen habe, dann konnte schauen. Und jetzt habe ich es nochmal geschaut auf unsere Sendung, wo wir da gesagt haben, wir wollen noch mal ein bisschen eintauchen. Und es ist schon unglaublich, was man alles entdecken kann, was wirklich da zusammengekommen ist. Und ich glaube, ihr habt noch viel wegsparen, oder? Von dem, was ihr überall Interviews führen. Ja, also Rena, ich bin jetzt nicht die ganz genaue Zahl, weiß ich natürlich jetzt nicht im Kopf. Aber wir haben sicher über 14 Interviews geführt. Und eigentlich fast jedes von diesen Interviews ist über eine Stunde gegangen. Das heisst, wir haben über 15 Stunden Interviewmaterial. Und haben natürlich extrem müssen schauen, was nehmen wir. Und dann schaust du natürlich auch, was gibt der rote Faden drin, wie kannst du eine Geschichte erzählen, was sind die Punkte, wo wir uns darauf fokussieren wollen. Es hat auch so Interviews gegeben, die gar nicht in diesen Punkten waren, schlussendlich. Wo wir uns dann sozusagen für einen anderen Weg entschieden haben. Eben, in dem Sinn, die haben es dann auch nicht in Film geschafft, obwohl sie sehr spannende Inhalte wären gewesen. So. Aber das passiert eigentlich fast in jeder Produktion. Ist das so ein das normale Verhältnis, was du würdest sagen? Dass du so manche Stunden aufgezeichnet hast und dann holst das Beste aus dem Besten raus? Ja, also für einen 45 Minuten Dokumentarfilm, oder wie man das mal sagen will, ist es schon eher der Norm, ja. Man hat sehr viel Material und aus dem nimmt man das Beste eigentlich raus. Genau. Wenn man so ein bisschen schaut, jetzt bei dir wieder gefragt, Anina, ihr tut euch ja als Bibellesebund stark beim Social-Media-Bereich sowieso positionieren, schon ein Zeitchen, oder? Also das ist auch sicher eines von deinen Steckenpferden, auch selber Videos, auch die ganzen Shorts, wie man diesen Sachen sagt, und Stories und so weiter zu machen. Was hat jetzt das für einen Wert dort hier drin, oder was ist dort strategisch vielleicht von dir als Social-Media-Chefin so ein bisschen das, was du erhofft hast? Also wir haben auf Social Media haben wir den Kanal «Hallo Bibel», noch jetzt wegen dem Jubiläumsjahr, und sonst haben wir einfach den Kanal «BLB Schweiz». Und wir haben bewusst nicht zu fest den Film «Ziemlich beste Worte» auf «Hallo Bibel» oder auf dem BLB-Kanal gestreut, sondern nur auf dem eigenen Kanal «Ziemlich beste Worte», weil man nicht... Der Film ist nicht ein Film vom Bibellesebund quasi, sondern einfach so ein No-Name-Film, der einfach wirklich möglichst zu jedem Menschen kommen. Und trotzdem merken wir mega, dass halt Social Media mega wichtige oder ein wichtiger Weg ist, um verschiedene Menschen zu erreichen. Und ich glaube, da können wir schon noch mal ein bisschen Gas auch geben. Und es ist sicher auch wichtig, dass vielleicht auch Leute ziemlich beste Worte dem Kanal folgen und die Reels, die man dort teilt, auch vielleicht in ihre eigenen Storys tun. Und so halt man noch mehr zu den Leuten kommt, aufs Handy, ins Schlafzimmer. Genau. Ja, und wir haben ja das gemeinsam, unsere Begeisterung für einfach das Wort, die Bibel, oder das Buch der Bücher und so weiter, oder wie man es immer betiteln will, kommen ja all die Bezeichnungen vor in diesen 3/4 Stunden, was alles das eben bedeutet. Und jetzt wollen wir dort ein bisschen reingehen. Und wir machen das am besten einfach gerade, dass wir so auch die ganze Atmosphäre ein bisschen spüren, von wie ist das aufgebaut, wenn wir einen kurzen Ausschnitt anschauen, von einem von den Protagonisten da drin, wo ich finde, der trägt extrem auch durch den ganzen Film durch. Und das ist der Andreas Malessa, Journalist, Autor, Theologe. Und wir schauen so ein bisschen 4 Minuten einfach jetzt einen Ausschnitt, wo er so gebündelt erklärt, was hat eigentlich die Bibel verändert vor so rund 400 Jahren bei der Reformation. Und dann merkt ihr ein bisschen, was ist genau der Stil, was ist drin in diesem ziemlich beste Worte. Einer der biblischen Stellen, die definitiv die europäische Geschichte maßgeblich verändert haben, dürfte sein Römer 3, Vers 24 und Römer 3, Vers 28. Da heißt es:
denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt Vers 28. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Luther ist Theologieprofessor in Wittenberg ab 1511 und als katholischer Mönch, Augustiner, bemüht er sich durch gute Werke, durch Selbstkasteiung, Verzichtsleistungen, Bußübungen, sich bei Gott, sagen wir mal, Liebkind zu machen und merkt, es ist ein Hamsterrad. Je mehr ich mich bemühe, umso klarer wird mir der Vervollkommnung des Menschen oder mein Angenommensein bei Gott erreiche ich so nicht. Und dann hat er dieses Turmerlebnis, diesen Durchbruch und sagt, nein, die Rechtfertigung, du bist als Mensch okay, bei Gott angenommen, geliebt, Gott ebenbildlich mit Wert und Würde ausgestattet, ist ein Geschenk. Das kann man sich nicht erarbeiten. Und das propagiert er dann theologisch und wird am 18. April 1521 in Worms am Rhein auf den sogenannten Reichstag zu Worms eingeladen, wo er 3 seiner Bücher unter anderem von der Freiheit eines Christenmenschen widerrufen soll. Es sitzen da Kaiser Karl, die Vertreter des Papstes und die Fürsten. Die Stimmung ist schlecht, weil Karl will mehr Geld von den Fürsten für den Krieg gegen die Türken. Die Fürsten sagen aber, wieso, du verdienst doch gerade durch die Plünderung der Inkas und Azteken in Amerika, das Gold Südamerikas, du müsstest doch stinkereich sein. Und der Papst ist hoch verschuldet durch den Bau des Petersdoms. So, ein Kaiser in Argumentationsnot, ein Papst in Geldnot und die Fürsten in Widerstandslaune. Das ist die Stimmung. Und in dieser Runde soll Luther seine Thesen, die ich gerade darlegte, widerrufen. Und jetzt sagt er, wenn ich nicht durch Vernunftgründe überzeugt werde, so bin ich an mein von der Bibel geprägtes Gewissen gebunden. Gott helfe mir, Amen, ich kann nicht anders. Was hat er damit gemacht? Er hat gesagt, jeder Mensch darf die Bibel selber lesen, ist berufen, eigene Gottesdienste zu veranstalten, kurzum das Priestertum der Laien. Zweitens, Papst und Kaiser stehen nicht über der Bibel, sondern unter der Bibel und müssen sich vor dem Volk der Gemeinde rechtfertigen, sind rechenschaftspflichtig. Und drittens, wenn ich erkannt habe, dass ich als ein freier Mensch unmittelbar zu Gott aus Gewissensgründen Nein sagen darf oder aus Gewissensgründen Nein sagen muss zu etwas, was meinem Gewissen widerspricht und biblischen Prinzipien, dann hat er damit sozusagen das Zwillingspaar Freiheit und Verantwortung eingeführt. Keiner im Raum, inklusive Luther, hat geahnt, welche Lawine er damit lostrat. Denn man könnte es ein bisschen populistisch sagen, der Mann hat den Individualismus erfunden. Das bedeutet ja Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, damit auch die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit der Kunst und als Journalist füge ich hinzu die Pressefreiheit. Ich denke, man kann sagen, durch Römerbrief Kapitel 3, Vers 28 und Luthers Rede vor dem Reichstag April 1521 ist das Mittelalter zu Ende und die sogenannte Neuzeit inklusive der moralischen Autonomie des Individuums wurde erfunden. Also wuchtiger geht es eigentlich nicht. Ich glaube, das gibt einen wunderbaren Einblick, einfach, was da alles zusammenkommt. Das ist jetzt einfach ein Teilaspekt vom Ganzen, was aussagt, wie das nachher unser ganzes System in Richtung Religionsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit bis her zu Kunst und journalistische Freiheit und alles zusammen hat beeinflusst. Und habt ihr auch so wie einen Moment oder besonders jetzt vielleicht auch, wenn ihr es nochmal geschaut habt, das Gefühl gehabt, wow, das ist eigentlich auch so ein ganz starker Moment von diesen 3/4 Stunden? Oder kann man da fast nicht etwas rauspicken? Wie geht es euch da dabei? Also für mich jetzt zwei, die eine andere Aussage haben. Für mich dann sozusagen das ist ein Teil, der so wie ein Zusammenschnitt ist von so modernen Musikern, Rapper und all das, wo eigentlich sozusagen Bibeltexte eigentlich rappen. Und
das hat dann nicht ich zusammengeschnitten, sondern das hat dann mein Kollege der Jan zusammengeschnitten. Und für mich war das dann schon auch so ein Mind-Opener von, das habe ich gar nicht gewusst. Und es war ein cooler Moment, das dann in den Film sozusagen reinzutun. Und der andere ist, was ich eigentlich sehr berührend finde, ist die Geschichte vom Hiob am Schluss, die eigentlich sozusagen als persönliche Geschichte kommt vom Hans-Rudolf Merz und von Esther Maria Magnis, wo eigentlich beide sozusagen das Buch Hiob hatten als persönliche Ermutigung irgendwie in ihrer schweren Zeit. Und beide haben irgendwie, und es ist irgendwie so eine schwierige Geschichte zu verstehen. Und dass die gleich so Trost geben kann, auch wenn man sie nicht ganz versteht, einfach in schwierigen Situationen. Und anders Trost geben kann, als man es eben vielleicht einfach so plump wird geben oder es kommt dann schon gut oder all diese Sachen. Das finde ich eigentlich ein cooler Moment, wo wir auch sozusagen die Weite und die Breite der Bibel auch ein bisschen aufzeigt, dass sie einfach dort für viele verschiedene Sachen wie gebraucht werden oder kann reden zu einem. Das finde ich eine coole Passage vom Film. Mich begeistert der Teil, wo aufgezeigt wird. Ich glaube, es ist auch der Malessa, der es so gut schildert. Auch der andere, der neutestamentliche Professor, der so zeigt, wie absurd das ist, das Denken für die antike Welt, dass man einer, der einen Sklaventod gestorben ist am Kreuz, dass man den arbeitet. So einen Gott, wie peinlich. Oder? Und wie wirklich, wie wir heute manchmal Sachen haben, und man denkt, das ist ja, oder? Ja. Ist für die damalige Zeit ist es so ein krass einschneidend gewesen. Und dann eben auch, was sich aus dem entwickelt hat, wirklich, jeder Mensch ist wertvoll und verdient, hat eine Würde, hat eine unantastbare Würde, die ja in der damaligen Zeit, in der Antike, ganz anders war. Und was aus dem heraus entstanden ist, wo wir heute sagen, das ist ja ganz klar, Menschenrecht, jeder Mensch ist wertvoll, verdient wird, ist dort mal ganz anders gewesen. Und ich liebe so den Teil, wo das so aufgezeigt wird. Und natürlich auch bewirkt, also was die Entstehung der Klöster bewirkt hat, die Bildung. Was alles aus dem heraus entstanden ist, auch aus einem Bibelvers, da beeindruckt mich mega. Ja. Dass es heute Spitäler und alles gibt, was selbstverständlich ist, aber eben nicht selbstverständlich ist. Ja, das finde ich mega. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ja, und auch, du hast vorher jetzt den einen Professor erwähnt, das ist Benjamin Schliesser, ja, genau. Wer das gesehen? Und der Gregor Emenegger ist für Kirchengeschichte, der sagt auch, eben 31'000 Verse hat es drin in dieser Bibel. Und er erwähnt dann zwei, die eigentlich so viel in der westlichen Welt geprägt haben, von der Ebenbildlichkeit Gottes, oder? Unveräußerliche Würde, also Genesis 1,27, Galater 3,28 haben wir sie da rausgeschrieben, die eigentlich auch die Welt wieder auf den Kopf gestellt haben. Nochmal, oder? Ja. Und das ist schon sehr eindrücklich, vielleicht zu sehen, wie einzelne so Passagen, der Malessa bringt dann an einem Ort, glaube ich, auch das Römer 3,28, eben, wo wir jetzt vorher schon ein bisschen reingeschaut haben, das Ende des Mittelalters, wo der Luther so damit gerungen hat, was das alles einfach beinhaltet. Und vielleicht den möchte ich auch noch bringen, wenn man jetzt noch so denkt, ja, das ganze ziemlich beste Worte, ist das einfach rein so eine Art von, ja, wir wollen einfach den Leuten nur vermitteln, einfach Jesus ist der Weg. Und klar, in dem mündet es noch immer durch. Macht keinen Sinn, ohne Christus die Bibel zu lesen. Aber es ist eben auch ganz klar nicht rein missionarisch, sondern missionarisch motiviert, sondern es geht um Allgemeinwissen. Du kannst eigentlich die Welt, wie sie heute funktioniert, fast nicht verstehen ohne die Bibel. Oder?
das ist so auch ein starker Teil, dass man einfach weiss, wer die Bibel nicht gelesen hat, der kann unsere Welt eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht verstehen, was Urban Federer zum Beispiel sagt, oder? Ja. Da finde ich so, wer hat jetzt da gesagt? Mal auch der Malessa, wenn wir alle Kunstwerke aus dem Museum streichen, wo irgendetwas mit dem Christentum zu tun hat. Was hat man? Landschaftsbilder. Ja, genau. Ja. Er bringt es so gut. Er bringt es so gut auf den Punkt. Es ist wirklich, und auch der Abt, ich glaube, der vom Kloster Einsiedeln, der Abt. Der Urban Federer, Ja, genau, wo er auch sagt, in der deutschen Sprache. Da hat alles so viel zur Sprachbildung zu beitragen, die Bibel. Einmal rein, einfach geschichtlich, historisch gesehen, ist es eigentlich ein Must-Read. Ja, die Grundlage des abendländischen Wissens. Ja, oder? genau. Ja. Wo er es dann noch so auf den Punkt bringt. Genau. Also das ist schon einfach stark, was ihr da alles herausgeschafft habt. Auch die kurzen Statements, die du vorhin schon erwähnt hast, aus der heutigen Popkultur. Aber auch interessant, wenn er irgendwie Martin Luther King schaut, oder? Ja, das referenziert auf Jesaja 40, oder? Das ist ein riesen Feuerwerk, das da drinnen abgeht, in diesen 3/4 Stunden. Also viel Fleiss, aber auch viel Spass wahrscheinlich drin in dem, oder? Das zu machen. Ja, also der Fleiss ist natürlich in dem Sinne die Interviews durchschauen, die besten Sequenzen rausnehmen, nochmal filtern, dann einen roten Faden daraus machen und so. Und dann Spassmomente sind natürlich die Zusammenschnitte auch von diesen Politikern, die irgendwie Bibelverse zitieren oder also einfach auch Spruchwörter, die eigentlich in Bibelversen über andere eine Grube gräbt und all diese Sachen, wo ihm vielleicht heutzutage so gar nicht so bekannt ist, dass es eigentlich aus der Bibel kommt. Und einfach sozusagen Redewendungen sind, die man braucht. Und die Zusammenschnitte ist einfach cool. Es fällt einem plötzlich auf, wo überall ist die Bibel eigentlich präsent in der heutigen Zeit, obwohl man es nicht weiss. Das ist irgendwie auch als Christ ermutigend, gewissermaßen. Ja, und auch, genau, also es geht ins Gleiche rein. Jetzt haben wir den gleich fast alles gestreift, aber es ist ja Free Content auf YouTube. Eben, wir können auch, und es ist schon draussen, wir können ja wirklich da ohne Berührungsängste hergehen. Aber auch Beat Schlatter, der darüber redet, der Schauspieler, oder, den man aus ganz anderen Kontexten kennt, so, wo er in diesen Komödien oder irgendwo, und nachher hier einfach sagt, ja, und dort habe ich gelernt, zu verzeihen, was das für einen Wert hat und dass ich mich nicht mehr über alles aufrege und das hat mich verändert, das Buch in dem Sinn. Oder die Hirnforscherin oder Barbara Studer sagt, ja, das war ja alles schon in der Bibel, schon lange, was wir jetzt in der Neurowissenschaft herausfinden. Wow, einfach nur richtig cool. Das Projekt eben «Ziemlich beste Worte», wo jetzt bei 32'000 ist auf YouTube, habe ich eigentlich schon gesagt, in der Einleitung. Wo seid ihr eigentlich von der Vision her dort losgegangen? Weißt du, hat er gesagt, gibt es da irgendwo ein Ziel, wo man sagt, hey, eigentlich so viel Verbreitung würden wir uns auch noch im 2026 weiter wünschen? Das weiss ich nicht. Da habe Ja, ich zu wenig Einbehinderblick. Die Million wäre schon gut. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Ja. Vielleicht müsste man noch irgendwie Hashtag Chuck Norris drehen, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr schauen. Ja. Weil als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, was? Der Chuck Norris kommt vor? Das ist so cool, das ist wirklich ganz cool. Ja, es ist lustig, da haben wir noch eine Generationen-Gap im Team, das daran geschafft hat. Es hat Leute, die gesagt wer ist das, können wir da rausnehmen, das ist gar nicht wichtig. Und, so. Und die Jüngeren haben gesagt, Mama, der muss drin bleiben. So, genau. Das war ein lustiger Moment. Die Chuck Norris-Witze noch nicht kennen. Ja, genau. Okay. Da haben sie etwas verpasst. Oder Chuck Norris-Witze kennen, aber nicht wissen, woher sie kommen oder wer der Chuck Norris ist oder noch nie gesehen. Das gibt es natürlich auch, oder? Ja. Also gut. Aber wenn er sagt, die Bibel ist wichtig, oder? Ja, wenn er das sagt, dann... Das hat natürlich einen unglaublichen Wert. Ja, genau. Aber einfach unter dem Strich, nichts hat den Einfluss von diesem Buch stoppen. Das ist das, was einem, glaube ich, am stärksten einfährt. Oder? Auch wenn man jetzt wieder, ein paar Mal schon zitiert, wenn man jetzt nochmal auf das Bezug nehmen, was der Andreas Malessa an einem anderen Ort sagt, jetzt nicht dort, die Sequenz, die wir ja schon zusammen geschaut haben, da sagt er, 40 Millionen Deutsche besitzen die Bibel, 3,1% lesen sie.
Also ein verschwindend kleiner Teil, der sie wirklich in die Hand nimmt. Aber dann gleich 64% von denen, die eine besitzen, aber sie nie lesen, sagen, da steht etwas ganz Wichtiges drin. Also irgendwie, und eben, es war gleich nie auszuschalten über all die Jahrhunderte. Oder? Ja. Das ist mega beeindruckend. Ja. Ja, und ich finde es gleich noch, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, irgendwie der Blick auf Jesus. Und der Emenecker hat das eigentlich noch gut gesagt und auch einen spannenden Fakt gebracht, dass irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber in der Kirchengeschichte ist es eigentlich wie Blasphemie gewesen, wenn man die Bibel liest ohne Blick auf Jesus, also ohne Jesus-Zentriertheit eigentlich. Wenn man es irgendwie braucht als eigene Machthaberei, irgendwie, um etwas irgendwie durchzusetzen oder so. Und das habe ich einen mega guten Punkt gefunden. Und so hört ja der Film eigentlich schlussendlich auch auf. Wenn man sozusagen nicht die Bibel liest mit dem Blick auf Jesus her, dann bringt es auch nicht viel. So. Ja. Was denkt ihr, kann die Bibel wieder eine Renaissance erleben? Also, man hört es zum Teil, dass in gewissen Ländern irgendwie Bibelverkaufszahlen in die Höhe geschossen sind, dass wieder ganz viele Leute das Buch neu entdecken, in England, aber auch in Schweden oder so in Ländern, wo du gar nicht denken würdest, dass sie nicht nur in einem Gestell steht, scheinbar, sondern sie kaufen sie wieder neu und lesen sie wahrscheinlich auch. Was denkt ihr? Auch so ein bisschen, frage ich jetzt mal dich, auch vom Bibellesebund, weißt? Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, die Bibel ist absolut relevant in jeder Zeit. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, ja, jetzt haben wir es jetzt so gut und wir haben es so wie nicht nötig, vielleicht so als Gesellschaft. Aber wenn man jetzt die Bibel, also man merkt es vielleicht, dass man die Bibel angefangen hat, auch ein bisschen rauszustreichen oder nicht mehr gleich fest kultiviert hat und wir einfach jetzt noch so wie so ein bisschen Überbleibsel haben. Aber wenn wir das alles rausnehmen aus der Gesellschaft, die christlichen Werte, ja, ich glaube, dann hätten wir ein Haus auf Sand bauen. Und darum glaube ich, dass es jetzt schon mega am Retour gekommen ist. Jetzt merke ich, aber hat wirklich die Bibel für einen Wert. Und schlussendlich am Ende des Tages eben, jeder gläubige Christ würde sagen, ja, es ist mega wichtig, aber wie oft lesen wir die? Wir sind so oft abgelenkt. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch immer wieder, ja, jeder für sich, sagen, ja, eigentlich ist es so ein Schatz, ich gönne mir jetzt da. Es ist so wichtig. Das ist das grosse Anliegen von dem «Hallo Bibel» ja gesehen, oder immer noch? Ja. Ja, und halt auch irgendwie, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt gerade alles verstehen oder dass man immer alles mega Sinn machen, sondern einfach einmal aufschlagen und noch schon mal der Bibel einfach eine Chance geben. Gott einfach eine Chance geben. Ja. Ja, und ich glaube schon, dass wir jetzt in einer Zeit in dem Sinne kommen. Also wir sind ja eigentlich aufgewachsen in einer Zeit, wo sozusagen auch Leute in ihrer Klasse oder so gleich auf eine Art noch ein bisschen Bibelwissen hatten, oder wenigstens dann schon noch, wenn schon dann schon noch ihre Eltern. Und man ein bisschen gewusst hat, okay, Weihnachten ist ein christliches Ding oder sozusagen. Ja. So, und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo sozusagen die junge Generation, die jetzt erwachsen wird, langsam, die haben die Selbstverständlichkeit nicht. Und ich glaube, dort liegt auch eine Chance drin, dass sie sozusagen die Bibel neu entdecken können. Und ich habe das Gefühl, es passiert auch gewissermaßen mehr als früher. Jetzt da keine Zahlen dazu, aber so ein inneres Gefühl. Und das Gefühl, das kann schon eine Chance geben. Aber eine Generation, die sozusagen auf eine Art die christlichen Werte eben kennt, weil sie im Westen so verankert sind, aber nicht weiss, woher die kommen oder nicht versteht, wieso haben wir eigentlich die Werte so. Dass dort eine Chance drin liegt für die Bibel. In dem Sinne. Und, ja. Das ist auch einer der Motivatoren für euch sicher auch, oder? Bei Schwarzwalder. Ihr macht ja noch andere Kanäle, hast du mir vorher gesagt, gell? Oder so die biblische Geschichte, eigentlich, was steckt noch sonst dahinter, auch aufschlüsselt, gell? Genau, ja. Wir haben Christian Story. Das ist eigentlich ein Kanal, wo sozusagen mit den Kleinvideos über sozusagen das Christentum ab Ende der Bibel sozusagen. Wie hat sich das weiterentwickelt? Was sind verschiedene Traditionen, die entwickelt sind? Was sind teilweise so theologische Stränge, die es gegeben hat. Es hat Videos, die voll geschichtlich sind, Geschichten erzählen, Videos, die die Theologie eben anschauen. Es ist eigentlich ein cooler Kanal zum Reinschauen, ist auf Englisch halt.
Aber es hat sicher deutsche Untertitel. Und etwas anderes, was noch spannend ist, wir haben auch eine Serie gemacht mit dem Benjamin Schliesser über frühes Christentum. Wie hat sich die Bibel durchsetzen oder das Christentum durchsetzen in diesem Rom, in diesem römischen sozusagen Universum. Das wäre auch, das heisst auf Englisch Christ and the Gods, auf Deutsch weiß ich es gar nicht, wie es heisst, aber es hat auch ein deutsches Video. Genau, das wäre auch empfehlenswert. Aber zuerst ziemlich beste Worte, und dann hast du die anderen. Jetzt sind wir wieder beim TV-Tipp für die Weihnachtstage gelandet. Sehr schön. Hey, danke vielmals, Timothée Mägli, danke an Nina Kreivich für das Gespräch. Und ja, ich werde zum Schluss einfach noch erwähnen, bleibt auf jeden Fall nicht bei der Weihnachtsgeschichte allein. Also es ist ja super, dass jetzt die Tage wieder erzählt wird überall, oder wenn wir da feiern und Kerzen anzünden. Aber bleiben wir nicht dort stehen, sondern entdecken wir den ganzen Reichtum von der Bibel. Und ich kann euch noch einmal sehr herzlich empfehlen, dort auch reinschauen in das Video. Teilen es vielleicht auch mal, weil die Leute jetzt gerade über die Festtage mehr sich vielleicht auftun oder Zeit haben dafür. Ziemlich beste Worte. Wir haben den Kanal auch in unserer Videobeschreibung. Dann könnt ihr das ganz leicht dort rausfischen. Und danke vielmals für euer Interesse. Danke euch für die coole Arbeit, die ihr macht. Und bei sowohl Schwarzfalter, Bibellesebund, schön, dass wir da auch gemeinsam an diesem gleichen Anliegen dranbleiben können, auch im nächsten Jahr wieder. Und ich wünsche euch beiden ganz schöne, gesegnete Festtage natürlich. Und auch euch, es folgt dann noch eine Weihnachtssendung, wo es hier noch einmal ein bisschen mehr mit dem Dan Zeltner, der ja von der Zeltner Weihnachten ein bisschen bekannt ist, Weihnachtsstimmung aufkommt hier im Studio. Danina hat ihn zu Gast und diese Sendung kann ich natürlich auch noch herzlich empfehlen. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.